الدين النصيحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآل آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister. Bei meiner heutigen Nasir, inshallah, will ich euch mit ins Grab nehmen. Wenn ich darüber berichte, inshallah, fühlt euch direkt angesprochen. So würde ich von dir sprechen. So schließ deine Augen, versuch dich in die Situation zu versetzen. So denke ich, dass am nützlichsten sein wird, inshallah. Schaut mal, in 100 Jahren werden die Menschen, die jetzt leben, nicht mehr leben. Sie werden alle unter der Erde liegen. Der Tod ist die Wahrheit. Der ist keiner bis jetzt entkommen. Und der wird auch keiner entkommen können. Schaut mal, stellt euch vor, es ist Donnerstagabend, ihr seid bei einem Kumpel, ihr seid bei einem Freund, ihr habt zusammen Zeit verbracht, zusammen abgehangen, ihr habt zusammen Tee getrunken, habt gechillt. Es ist spät geworden, du willst nach Hause, weil du am nächsten Tag wieder arbeiten musst. Deine Familie wartet auf dich. So, du verabschiedest dich, bist gerade im Flur, willst gerade die Treppen runterlaufen. So kommt dir ein Blitzgedanke durch den Kopf und du denkst dir so, oh Mann, ich habe so viele Sünden gegenüber Allah und ich habe ihn bis jetzt nicht einmal richtig um Verzeihung gebeten. Naja, unten an der Haustür angekommen, denkst dir, ach komm, ist jetzt auch egal. Du willst zu deinem Auto, läufst über die Straße und genau als du über die Straße läufst, hörst du auf einmal von der Seite ein lautes Hupen und du wirst getroffen von einem Auto, du wirst angefahren. Das Auto bringt dich so ins Schleudern, dass diese Sekunden wie Stunden vorkommen und du siehst dein Leben vor deinen Augen abspielen. Auf dem Boden angekommen, bist du blutüberströmt und du fragst dich in dem Moment einfach, war es das jetzt gewesen? Werde ich jetzt sterben? Aber es kann doch nicht sein, dass ich jetzt sterbe. Der Tod ist doch etwas, was zu den Älteren kommt. Jedoch hast du vergessen, dass unter der Erde Menschen liegen, die 1990, 1993, 1998, 2000 geboren sind. Und dies zu 1000, zu 10.000, zu Hunderttausenden. Um dich herum versammeln sich Menschen, es herrscht eine Hektik, jeder versucht irgendwie zu helfen und auf einmal kommen Sirenen, Krankenwagen ist da und du hast sehr viel Blut verloren. Du hast so viel Blut verloren, dass du anfängst zu zittern. Du fängst an zu zittern und du wirst in den Krankenwagen getragen und du wirst mit der Höchstgeschwindigkeit ins Krankenhaus gefahren. Auf dem Weg dahin fragst du dich, wird Allah mir diesmal eine zweite Chance geben? Wird Allah mir Shifa geben? Im Krankenhaus angekommen, wirst du direkt zum Operationssaal gebracht. Direkt kommen 6 bis 7 Ärzte mit rein und sie versuchen dich stundenlang wiederzubeleben. Jedoch scheint es diesmal so, als wäre dein Ende gekommen. Denn der Tod ist dir so nah wie noch nie zuvor. Im Krankenhaus versuchen die Ärzte es weiter und weiter die ganze Zeit und du fragst dich einfach die ganze Zeit nur noch, oh Allah, wird Allah mir eine zweite Chance geben? Oh Allah, ich bereue es doch. Oh Allah, gib mir bitte eine zweite Chance. Ich habe viele Fehler gemacht. Ich habe nicht mal richtig gebetet. Oh Allah, eine zweite Chance, bitte. Jedoch nach stundenlangen Versuchen der Ärzte sind die Ärzte hoffnungslos und sagen, es wird nichts mehr. Sie schütteln mit dem Kopf und verlassen den Operationssaal. Ja, sie lassen dich zurück in dem Operationssaal. Ganz kalt, ganz einsam liegst du da. Du bemerkst, dass durch die Scheibe dich jemand die ganze Zeit beobachtet hat und weint die ganze Zeit. Es ist deine Mutter gewesen, die nach dem Unfall benachrichtigt wurde und direkt ins Krankenhaus kam. Deine Mutter hat die ganze Zeit Dua gemacht und hat gesagt, oh Allah, nimm mein Kind bitte jetzt nicht zu dir. Mein Kind ist noch jung, mein Kind ist noch nicht bereit, mein Kind ist noch nicht auf deinem Weg. Oh Allah, gib mein Kind eine zweite Chance. Jedoch, wenn der Tod kommt, kann niemand diesen Tod aufhalten. Und so scheint es, als wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo deine Seele vom Körper getrennt wird. So kommt der Todesengel zu dir und du fängst an, den Todesengel zu sehen und er öffnet sich dir. Ach, hättest du doch dein Leben auf Allah seinen Weg verbracht, so wäre der Todesengel wie ein Freund zu dir gekommen. Denn der Prophet a.s. sagt in einem Hadith, der Todesengel kommt zu den auserwählten Dienern mit dem Salam, mit dem Gruß. Jedoch hast du dein Leben lang Sünde gelebt. Du hast die Grenzen Allahs immer wieder überschritten und hast dir immer wieder neue Ausreden einfallen lassen. Du hast für alles eine Antwort parat gehabt. Du hast immer wieder Ausreden gehabt, dies nicht zu tun, das nicht zu tun. Aber heute kommt der Todesengel
in einer heftigen Gestalt zu dir und erschreckt dich so sehr, dass deine Seele vom Körper gerissen wird. Und nun wirst du verstehen, dass der Ort, an dem du jetzt hinkommen wirst, ein nicht so schöner Ort sein wird. Denn sonst hätte er dich nicht so erschreckt. Deine Leiche wird jetzt gewaschen und zu deinem Grab gebracht. Und der Prophet sagt, wenn die Menschen die Leiche des Ungehorsamen tragen, so weint er. Und er schreit, er fragt, wohin sie ihn bringen. Alle, bis auf die Menschen, können diese Schreie hören. So würden die Menschen die Schreie hören, so würden sie in Ohnmacht verfallen. Das sagt der Prophet a.s. Dann öffnest du deine Augen und du siehst, dass dein Grab geschaufelt wurde und du unten in einem Loch liegst. Und von oben schauen Menschen auf dich herab. Es sind Menschen, die du kennst, deine Familie, deine Verwandte. Und du fragst dich, wo komme ich jetzt hin? Werde ich jetzt in die Hölle kommen oder ins Paradies? Jedoch nein. Erst kommt das Qabr, die erste Station. Uthman ibn Affan hat immer geweint, als er in der Nähe eines Grabs stand. So fragten sie ihn, ey Uthman, warum weinst du immer, wenn du ein Grab siehst? Obwohl wir nicht mal über Jannat oder Jahannam sprechen. Wieso weinst du denn da immer? Und er sagte, ich hörte den Gesandten Allahs a.s. sagen, dein Qabr, das Grab ist der erste Bestimmungsort. Wenn in der ersten Station die Erlösung zuteile wird, der wird es in den darauffolgenden Stationen sehr einfach haben. Und wem in der ersten Station nicht die Erlösung zuteile wird, der wird es in den darauffolgenden Stationen sehr schwer haben. Nun ist deine Familie da, deine Freunde, deine Mutter, dein Vater, dein Bruder, deine Schwester und alle stehen über dir und du hörst auf einmal etwas aufsagen. Jemand liest den Koran. وظن أنه الفراق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق وظن أنه الفراق. Ja, richtig. Es ist der Koran, den du, als du am Leben warst, gar nicht beachtet hast. Es ist der Koran, den du nicht gelesen hast. Es ist der Koran, den du nicht mal versucht hast zu verstehen. Es ist der Koran, dessen Gesetze du keinen Wert gegeben hast. Heute wird er für dich rezitiert. Nun sind die Menschen, die dir am nahesten stehen, über dein Grab. Und sie legen Holzbretter über deine Leiche. Und die Menschen, die dich am meisten geliebt haben, werden die meiste Erde auf dich schmeißen. Nun bist du unter der Erde. Und jetzt wird die Erde mit dir sprechen. So sagt der Gesandte Allahs a.s. Gedenkt oft den Tod, denn der Tod verdirbt den Geschmack von allem. Es vergeht kein Tag, wo dein Qabr nicht sagt, ich bin die Heimstätte der Insekten, ich bin die Heimstätte der Fremden, ich bin die Heimstätte der Einsamkeit. So wenn ein Moslem unter die Erde kommt, so wird die Erde zum Moslem sagen, herzlich willkommen, du bist mir lieb und nun wirst du sehen, dass ich mit dir gut verfahren werde und die Erde wird ihm weit gemacht. Wenn jedoch ein Frevler, ein Sünder, ein Kafir unter die Erde kommt, so wird die Erde sagen, du bist hier nicht willkommen. Und wahrlich, du bist an einem sehr schlimmen Ort angekommen. Du bist der meistverfluchteste. Und nun wirst du sehen, wie ich mit dir verfahren werde. In einem weißen
Keffen, in einem weißen Leichentuch liegst du nun unter der Erde. Und was hast du jetzt erreicht? Was ist übrig geblieben? Was hast du erreicht dadurch mit deinem Verhalten in der Dunya? Reingelegt hast du mich. Du hast mich betrogen. Du hast mich reingelegt. Du heuchlerische und verlogene Dunya, wirst du sagen. Du hast mich reingelegt mit sinnlosen Dingen. Du hast mich reingelegt mit Serien, mit stundenlanges Aufhalten und leeres Gerede. Du hast mich andauernd mit falschen Dingen reingelegt. Ich habe die Grenzen Allahs überschritten und nun hast du mein Jenseits zerstört. Du verlogene und heuchlerische Dunya, was hast du mir nur angetan? Wo ist nun dein Mal? Wo ist nun dein Mulk? Wo ist dein Hab und Gut nun hin? Du hast deine Religion für wenig Geld verkauft. Nur weil dein Chef dir gesagt hat, du darfst nicht beten, hast du nicht gebetet. Wo ist heute dein Chef? Wo ist heute das Geld? Nein, heute bist du ganz alleine. So sagt der Prophet a.s. den Toten folgen 3 Dinge zum Grab. 2 Dinge verlassen ihn wieder, 1 bleibt übrig. Seine Familie und sein Hab und Gut, sein Vermögen und seine Taten folgen ihm. Deine Familie und dein Vermögen verlässt dich, deine Taten bleiben jedoch. Die Erde war mal einst farbig gewesen, sie war hell, nun bist du unter der Erde. Ganz dunkel, düster, schwarz, kein Licht, kalt. Und du liegst da, ganz alleine. Und das, was du empfindest, in einem Wort gesagt, ist Reue. Du empfindest einfach nur noch Reue und sagst, oh Allah, was habe ich getan? Oh Allah, was habe ich getan? Ich habe einen Fehler gemacht. Gib mich wieder zurück, oh Allah. Gib mir eine zweite Chance. Du wirst deine Hand heben wollen und Allah um Verzeihung bitten. Jedoch wirst du nicht mal deinen Kopf bewegen können, weil die Erde dich so erdrückt. Du hast an denjenigen, der von Tag 1, Tag, wo du geboren wurdest, schon versorgt hat, dir alles gegeben hat, seine Tür niemals geschlossen hat. Verrat begangen hast du an diesem Gott. Du hast ihn einfach nur verraten. Und du spürst Reue und du würdest dir am liebsten selbst ins Gesicht spucken. Und du wirst sagen, Wallahi, Billahi, Tallahi, ich bereue es, oh Allah, schick mich bitte zurück, ich bereue es. Ich habe einen Fehler gemacht. Bitte Allah, lass mich nochmal atmen. Oh Allah, schick mich bitte zurück. Ich will eine zweite Chance. Wallahi, ich werde meinen Kopf nicht mehr vom Sujud erheben. Jedoch nein, heute ist es zu spät. Denn Allah sagt, فَلَمْ يَكُوا يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا. Und ihr Glaube hat ihnen nichts mehr gebracht, als sie unsere Strafe gesehen haben. Heute ist es zu spät für dein Glauben. Heute ist es zu spät für dein Bereuen. Ja, heute ist es zu spät. Heute wird dein Iman nicht mehr angenommen. Nicht mal den Koran hast du gelesen. Nicht mal deine Gebete hast du richtig verrichtet als Moslem. Nichts hast du getan. Nicht mal zu Allah seinen Weg hast du aufgerufen. Nicht mal zum Unterricht, die einmal die Woche waren, bist du regelmäßig gekommen. Du hast Allah missachtet. Du hast ihm keinen Wert gegeben. Ja, und nun wirst du verstehen, dass du einen sehr großen Fehler gemacht hast. Und dass du wahrlich sehr schlecht gehandelt hast. Und du wirst schreien. Du wirst nach deiner Familie schreien. Du wirst sagen, Vater, Mutter, hört mich denn keiner? Ist denn niemand da, der das sieht, der mir helfen kann? Oh meine Freunde, wir sind doch damals immer zusammen gewesen. Wir haben uns nie im Stich gelassen. Wenn was war, waren wir immer füreinander da gewesen. Sieht mich denn niemand? Hört mich denn niemand? Oh Mutter, du bist doch immer für mich da. Du spürst doch alles. Ich leide, ich bekomme gerade Strafe. Bitte hilf mir denn jemand. Aber heute kannst du so laut schreien, wie du möchtest. Denn heute wird dich niemand hören. Heute hört dich nur ein einziger. Und das ist Allah. La ilaha illallah. Und jetzt wirst du begreifen, was es heißt, dass es keinen Gott gibt, außer Allah. Wo sind die, die ihr außer Allah angebetet habt? Wo sind die, die ihr außer Allah hinterhergerannt seid? Wo sind die, die ihr mehr geliebt habt als Allah? Wo sind die, die ihr mehr vertraut habt als Allah? Wo sind diejenigen, die ihr hinterhergerannt seid, statt dem Islam, hinter weltlichen Dingen seid ihr hinterhergerannt?
heute kann euch gar nichts mehr helfen. Nicht mal eure Geliebten und nichts anderes. Heute ist nur der einzig wahre Rabb, Allah, da, der euch hört. Und da eure Beziehung mit Allah nicht so gut ist, habt ihr jetzt wieder begriffen, dass ihr sehr schlecht gehandelt habt. Ihr habt sehr schlecht gegenüber diesem Allah gehandelt, der unabhängig ist, der zu allem die Macht hat, zu dem die Rückkehr war. Als die Gläubigen immer gesagt haben, wir werden alle sterben, wir kehren zu Allah, habt ihr das auf die leichte Schulter genommen. Jetzt ist es wahr gekommen. Ihr seid zum allmächtigen Allah, der hart im Bestrafen ist. Und wenn eure Beziehung mit Allah nicht gut ist an jenem Tag, habt ihr sehr schlecht gehandelt. Nun kommt die Strafe Allahs dafür, dass du auf dieser Dunya dich nicht für Allah seine Sache interessiert hast. Der Prophet sagt in einem Hadith, der wird von Bara ibn Azib überliefert, wenn der Kafir sagt, oh weh mir, ich wusste es nicht, als Ausrede sagt, so kommt eine Stimme vom Himmel und sagt, er lügt, bereitet unter ihn Feuer und kleidet ihn mit Feuer und öffnet ein Tor zur Hölle für ihn. Und dann, sagt der Prophet, wird ein blinder, tauber Peiniger kommen. Der wird eine Eisenkeule haben, die so schwer ist, dass wenn man damit auf einen Berg schlagen würde, dieser Berg zu Staub zerfiele. Und er wird auf den Menschen einschlagen und der Mensch wird zu Staub zerfallen. Der Mensch wird zu Staub zerfallen und Allah wird ihn wieder in seine Ursprungsform zurückbringen, damit er wieder die Schläge von dem Engel abkriegt. Von Bukhari Muslim wird dann weiter überliefert, dass wenn die Menschen die Schreie von diesem Mensch, der gerade die Strafe kriegt, hören würden, so würde es auf dieser Dunya nicht ein Kafir mehr geben. So wären alle gottesfürchtig. So laut schreit er und so heftig schreit er. Der Prophet sagt, dieser Hadith wird von Said al-Khudri überliefert, der Gesandte sagt, a.s.w., der Kafir hat 99 Schlangen in seinem Grab, die ihn beißen bis zum jüngsten Tag. Diese Schlangen sind so giftig, dass wenn eine von ihnen in Richtung Erde zischen würde, nichts mehr wachsen würde auf der Erde. Subhanallah. Der Gesandte Allahs sagt daraufhin, wenn ich nicht fürchten würde, dass ihr eure Toten nicht mehr beerdigen würdet, so würde ich Allah darum bitten, dass ihr einen Teil der Strafe im Grab hören würdet. Jedoch sagt der Prophet, ich fürchte mich, dass ihr danach eure Toten nicht mehr beerdigen würdet. So ein heftiger Ort ist das Grab, das Qabr. Und das Traurige ist, du wirst nicht mal sagen können, oh Allah, lass es endlich enden. Oh Allah, lass bitte das hier aufhören und bring mich zu dem Ort, wo ich hinkomme. Denn der Prophet sagt, jeden Morgen und jeden Abend wird dein Platz in der Hölle dir gezeigt. Und wahrlich, die Hölle ist ums 10-fache brutaler und heftiger als die Strafe im Grab. So wirst du nicht mal sagen können, oh Allah, bring mich hier raus, lass endlich enden, weil der Ort, wo du hinkommen wirst, wird wahrlich noch heftiger sein. Nun frage ich dich, was hat es gebracht? Was hat es gebracht in dieser Dunya, für ein bisschen Dunya, für diese wertlose Dunya, die nicht mal wert ist, mehr wert ist als eine Fliege? Was hat es gebracht? Was ist übrig geblieben? Nichts. Du hast verloren. Du bist alleine. Niemand. Dein Tod hätte auch ganz anders sein können. Der Todesengel hätte zu dir kommen können mit dem Salam. Die Erde hätte dich begrüßen können mit Salam und er hätte gesagt, herzlich willkommen. Und deine Amal, die du mitgenommen hättest, hätten dich beschützt. Denn der Prophet sagt in einem Hadith, wenn die Strafe vom Qabr von oben kommt, so wird dich dein Gebet beschützen. Und wenn die Strafe von rechts kommt, so wird dich dein Fasten beschützen. Und wenn die Strafe von links kommt, so wird dich dein Sadaqa beschützen. Und wenn die Strafe von unten kommt, so wird dich dein Nafila, deine Sunnataten beschützen. Jedoch bist du ganz leer, mit leeren Händen hergekommen. Und du verstehst jetzt, dass diese Dunya eigentlich reine Lüge ist und dich betrogen hat. Und du wirst verstehen und wirst sagen, ach, was habe ich gemacht? Diese Dunya hat mich reingelegt. Ich habe mich selbst reingelegt. Ja, du hast dich selbst reingelegt. Du bist hinter deinen falschen Fantasien hinterhergerannt, die dich nicht weiterbringen.
im nächsten Leben. Und das Traurige dabei ist, dass ihr eigentlich einen Allah habt, dass wir eigentlich einen Rabb haben, solch einen Allah haben, der das Gute für uns will. Allah will das Beste für uns. Allah sagt über sich, dass seine Barmherzigkeit seine Zorn übertroffen hat. In einem Hadith al-Qudsi sagt Allah, wenn mein Diener mir einen Schritt entgegenkommt, so werde ich ihm 10 entgegenkommen. Jedoch hast du alles missachtet. Die Barmherzigkeit deines Herrn hast du nie geschätzt. Nun, steh inshallah auf, denn du lebst. Wenn du das siehst, hast du eine zweite Chance, denn du lebst gerade. Wenn ihr einatmet, besteht keine Wahrscheinlichkeit, dass ihr ausatmet. Steh auf, lern den Islam, den Tawhid mit einem sauberen Verständnis, ohne Schirk, ohne Kufr. Nimm die islamische Flagge in die Hand und geh den Weg des Propheten a.s. und rufe auf zu Allah seinen Weg und hab keine Angst vor irgendwas. Verrichte dein Gebet, nimm den Koran, versuch den Koran zu verstehen. Versucht die Dawa des Islams zu verkünden. Nimmt diese Umma zu eurer Sorge. Die Umma, die leidet, die muss eure Sorge werden, denn Allah wird euch von Dingen befragen, die ihr nicht getan habt, aber hättet machen müssen. Allah wird euch darüber befragen. Diese Umma leidet. Ruft auf, macht Dawa, sei es mit Verteilaktion, sei es mit deinem guten Achlaq, sei es mit überhaupt nur Teilen, sei es mit irgendwas, ein Text schreiben, egal was, versucht diese Religion Allahs zu verbreiten. Ruft zur Einheit dieser Umma auf. Denn wenn diese Umma eine Einheit wäre, so hätten die Kuffar uns niemals so ausbeuten können, so unterdrücken können und so ermorden können, wie sie es heute ohne Probleme tun. Diese Umma, wir haben das nicht verstanden. Wir haben den Tod nicht verstanden. Wir haben Allah, seine Gabe und seine Kraft nicht erkannt. Deshalb vertrauen wir nicht auf Allah. Deshalb gucken wir nicht auf Allah, sondern beschäftigen uns mit wertlosen Dingen dieser Dunya. Jedoch werden wir begreifen, wenn wir unter der Erde sind und es zu spät ist, dass diese Dunya, mit der du dich beschäftigt hast, andauernd alles gelogen war. Und du dich in eine sehr schlimme Sache reingeritten hast und an dem Tag dir keiner helfen wird. Allah hat euch nicht nötig, ihr werdet Allah nötig haben. La ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer Allah. Und ihr werdet es dann begreifen, wenn ihr unten seid und schreit und niemanden habt außer Allah, der einzig wahre Rabb. So steh auf, Bruder. Wenn du lebst, hat Allah dir eine zweite Chance gegeben. Schwester, steh auf. Wenn Allah dir jetzt noch das Leben gegeben hat, wie viele Menschen sind gestorben, die keine zweite Chance mehr hatten? Steh auf, bedeck dich, leb den Islam. Bruder, steh auf. Nimm diese Kuffar, nimm diese Dunya nicht zu deinem Vorbild. Diese Dunya darf dich nicht ziehen. Die sind nicht unsere Vorbilder. Wir haben Vorbilder, die wie Löwen sind. Wir haben den Gesandten Allahs, a.s. der beste Mensch auf dieser Dunya. Er sollte unser Vorbild sein. Sie reden von Freiheiten, sie reden von zivilisiertem Verhalten, sie reden von Dingen, jedoch sind das die zurückgebliebensten, die es gibt. Sie reden von Toleranzen, die intolerantesten Menschen. Die sind nicht unsere Vorbilder. Ihre Systeme sind nicht unsere Vorbilder. Ihre Demokratie ist nicht unser Vorbild. Ihre Verhalten ist nicht unser Vorbild. Ihr Kleidungsstil ist nicht unser Vorbild. Wir haben unsere eigenen Dinge. Allah ist nicht mit euch zufrieden, wenn ihr so lebt wie die Kuffar. Allah ist mit euch nicht zufrieden. Allah muss mit euch zufrieden sein, nicht diese Dunya. Ihr könnt so sein wie diese Kuffar, ihr könnt die Systeme anwenden wie diese Kuffar, ihr könnt euch so kleiden wie diese Kuffar, ihr könnt das Ahlak haben wie diese Kuffar. Die Kuffar werden euch lachen, werden sagen, schön, Allah wird euch keinen Wert geben, Allah gibt euch keinen Wert. Die Menschen können euch angucken und sagen, du bist ein super Mensch, Allah gibt dir doch keinen Wert. Bei Allah bist du nichts wert. Und das wirst du begreifen, wenn du unter der Erde bist. Lass dich nicht täuschen. Lauf deinen falschen Fantasien nicht hinterher. Oh Bruder, oh Schwester, Wallahi, diese Dunya ist verlogen. Diese Dunya ist ganz wenig. Für die Ewigkeit auszutauschen, ist wahrlich nicht klug, ist sehr schwach. Der Tod, vor dem ihr niemals fliehen könnt, ist sehr nah, ist uns sehr nah. Deshalb wissen wir nicht, wann es zu spät ist. Wir sollten so einen Tod haben, dass wenn der Todesengel zu uns kommt, wir sagen können, endlich bist du gekommen. Nimm uns unsere Seele von dieser Dunya, von dieser qualvollen Dunya. Nimm unsere Seele, bring uns zu diesem Herrn, diesem Rabb, der uns hinter der Gardine und im Verborgenen immer unser Leben lang versorgt hat. Endlich, bring uns zu diesem Rabb. Wir wollen unseren Rabb endlich sehen. Mit so einem Verhalten sollten wir leben. Wir sollten zum Todesengel sagen, bring uns zum edlen Gesandten. Wir haben unseren edlen Gesandten vermisst. Ich möchte meinen Gesandten endlich umarmen. So sollten wir denken, so einen Tod sollten wir haben, dass wenn der Todesengel kommt, wir sagen können, Alhamdulillah, jetzt ist es wahr. Weil wir
werden unsere Ruhe, unsere Entspannung, unsere Zufriedenheit niemals in dieser Dunya finden. Ein Mu'min wird in dieser Dunya niemals zufrieden sein. Denn sein Ort, wo er zufrieden ist, ist Yawm al-Qiyamah und ist inshallah Jannatul Firdaus. Daher, sag nicht morgen, sag nicht übermorgen, sag nicht bald, sag jetzt und steh auf und verkünde den Islam und lebe den Islam, wie es der Gesandte Allahs getan hat, wie die Sahaba es getan haben. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.